Moin moin und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind jetzt mit in einer Quest stecken geblieben und zwar müssen befreit eure Geister. Wir müssen den Ekel verwandeln, die Lady Nachtwald verwandeln und den Springer verwandeln. Und wie wir hier oben schon auf der Map sehen, sind die eigentlich auch schon gut gekennzeichnet. Ich kann sagen, wir sind ja schon mal auf unserem Mount parat. Wir können ja schon mal direkt dort hinfliegen und das Ganze mal an. Ah, da haben wir schon den Ekel gefunden. Du bist Ekel. Der Mr. Ekel. So, dann müssen wir jetzt irgendwie verwandeln. Ich versuche jetzt da mal ein bisschen auf die Seite fliegen. Ich kann da nicht irgendwie genau da. Ich habe kein Ziel. Aber muss ich ihn zuerst töten für das? Das wäre natürlich etwas anderes. Ich versuche es jetzt gerade mal schnell aus. Weil das wäre ja einer von denen. Ja, Ekel verwandeln. Also in dem Fall müssen wir die 3 schnell erledigen. Und in dem Fall im Nachhinein verwandeln. Das ist natürlich auch sehr gut zu wissen. Oh, da greift mir gerade noch einer aus dem Hinterhalt an. Den nehmen wir doch auch gerade mit. Wieso nicht? Wieso nicht? So. Gewölbespuk. Was sind deine letzten Worte? Gar keine? Ah, okay. So, dann tun wir den lieben Ekel mal verwandeln. Das sieht noch ziemlich speziell aus, okay. Und was passiert jetzt mit ihm? Jetzt ist er auf unserer Seite, oder wie muss ich das Ganze jetzt verstehen? Ekelfrei sein! Ekel lieben Schweizer! Er liebt den Schweizer und die Schweiz im Allgemeinen. Viel Spaß, Ekel, in deiner Freiheit! Geniesse es! Geniesse es und kämpf lieber für uns. Es wäre aber auch mal etwas, wenn wir so eine kleine Armee von sich selber zusammenstellen und mal versuchen, die ganze Welt von WoW übernehmen. Also da würde ich natürlich auch nicht Nein sagen. So, da hätten wir gerade schon mal die Lady Nachtwald. Sali, liebe Lady Nachtwald. Würde sagen, mit dir ist jetzt Schicht im Schacht. So, dann verwandeln wir dich auch gerade mal schnell. Oder dich befreien, wie ich das Ganze muss verstehen. Also wieder verstehen, wie wir sie befreien. Lady Nachtwald! Ihr wagt es, wo ist Baron Splitter? Ich möchte mich mit ihm unterhalten. Keine Ahnung, was macht ihr auf die Suche? Bin ich da dein Navigationsberater oder Reiseplaner oder irgendetwas in die Richtung? Also, ich weiss ja auch nicht, was die immer ab und zu für Hoffnungen haben. Ist der ganz da oben oder befindet die sich echt da in dem Gewölbe inne? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde sagen, ich versuche es zuerst mal. Ich würde fast mal behaupten, im Gewölbe drinnen. Jetzt müssen wir da suchen, den Springer. Schauen wir mal, ob wir den hier rein finden. Und sonst machen wir uns auf den Weg raus. Ah, Mann! Überrascht das wieder so einen Gewölbespuk? Ah, der Magier macht da direkt mal mit. Oder kannst du schnell lauten. Ist mir eigentlich gleich. Ich suche etwas völlig anderes. Hey! Jetzt muss ich das mal schon nachschauen. Meister Todesritt, Meister Todesritt. Nein, befindet sich außerhalb. Zeigt es mir auch, dass er sich außerhalb befinden sollte. Dann können wir auf dem Rückweg dann schön noch gemütlich die 2 looten. Da gibt es noch schön ein bisschen Kupfer und auch noch ein bisschen Stoff. Nicht schlecht. Jetzt habe ich wirklich gedacht, er könnte sich da drinnen befinden. Oh Mann, oh Mann. Lappi macht die Augen auf. Mehr kann man ja praktisch dazu gar nicht sagen. So. In dem Fall befindet er sich wirklich irgendwie oberhalb von da. Also auf dieser Plattform ist er schon mal nicht. Dann gehen wir mal noch ein Stückchen weiter rauf. Ich bin ein bisschen verwirrt, wo der könnte stecken. Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen blind. Er müsste eigentlich genau etwa da sein. Laut der Map. Ich versuche jetzt da mal noch ganz kurz die Kurve zu machen, darum rumzufliegen. Es kann ja sein, dass den Springer vielleicht auch ein bisschen in Bewegung ist. Und wir ihn darum ganz kurz ein bisschen aufsuchen. Aber ich gehe irgendwie nicht davon aus, wenn ich mir das so im Großen und Ganzen anschaue, was ich da so denke. Ich sehe da weit und breit gar nichts und ich denke nicht, dass der da so eine grosse Runde macht, wenn eine Quest offen ist für ein bestimmtes Monster. Darum schauen wir uns doch einmal ganz kurz noch schnell nochmal an, ob er vielleicht sogar am Boden unten steht und ich ihn einfach total übersehen habe. In der Hektik hinein. So, der ist ja da drauf, der ist da drauf. Kann es möglich sein, dass der sich gerade wirklich da unten befindet? Weil das ist ein normaler Dings. Und da tut ja nichts umeinander laufen, so im Großen und Ganzen. Der Springer, wo versteckst du dich? Da drauf haben wir ja die Lady gehabt. Das muss eigentlich fast schon da sein. Ist es der da? Das ist einfach ein normaler Gewölbespuk.
Das ist ja das Okular. Also in meinen Augen müsste er sich wirklich fast schon in dem, im Gewölbe hinein befinden, wenn er da aussen dran nirgends ist. Aber im Gewölbe hinein zeigt es mir auch, dass ich wieder raus muss. Interessant, interessant. Da hinten sehen wir sogar noch Dollar an, hä? So ganz klein und fein da. So. Der kümmert sich auch gerade um die Lady Dingsbums. Lady Nachtwald. Aber sobald ich da reinfliege, ist der nicht mehr... Zeigt es mir an, dass er nicht da drinnen ist. Und es ist wirklich auch keiner von denen, wenn ich das so anschaue. Nein. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin verwirrt. Aber ich glaube, das gehört jetzt gerade einfach ein bisschen dazu. Gewölbespuk, Gewölbespuk. Also in meinen Augen müsste er sich wirklich da drauf befinden. Und wenn er nicht da drauf ist, dann in der Halle rein. Aber in der Halle rein ist niemand. Sie ist gerade das Gleiche am Suchen wie ich. Das ist ein normaler Gewölbespuk. Das ist ein normaler mobiler Kadaver. Und da befindet er sich auch nicht. Auf dem Gipfel oben behaupte ich einmal, sollte er sich auch nicht befinden. Also muss er sich irgendwie doch frei darum laufen. Der Springer! Oh mein Gott, der läuft da wirklich die ganze Zeit hin und her. Aber dann haben wir ihn doch noch gefunden. Ich versuche jetzt schon da halten, dass mir nicht alle, dass mich da der Spuk in Ruhe lässt da hinten. So, du Springer! Leck, bist du rassig unterwegs. Dann würde ich sagen, wir verwandeln dich. Hoppla Schorsch. Mal schauen, was deine letzten Worte sind. Und zwar... Murr. Okay, alles klar. Ja gut, du hast ja so eine Maske über dem Gesicht. Du kannst gar nicht reden mit so einer Schlinge um den Hals. Uiui. Sieht eher aus, als hätte er sich vielleicht mal erhängt oder so. Tut mir leid für den Army, dass er so zur Geisel geworden ist, wenn das so wäre. Aber für das haben wir ihn jetzt befreit gehabt. Ist jetzt auch völlig auf der Suche nach dem Springer. Dann hoffe ich, du findest ihn wie ich, aber ich lade dich jetzt mal suchen. So, dann kommen wir einen Ring über, der es gar nicht bringt, außer dass man ihn dann später noch verkaufen. Besiegt General Lichtbahn und berichtet, dass dann Koltira Todesweber an Bord der Kanonenboots Ogrimar Hammer von eurem Erfolg. Jetzt haben wir noch irgendetwas Größeres, das wir erledigen müssen. Alles klar. Und zwar gerade um die Ecke, wenn ich hier auf der Karte sehe. Das Pfeile weist mich. Dann würde ich sagen, ich mache mich direkt mal auf den Weg dorthin. Jetzt hoffe ich aber, dass das auch wirklich darum dumm ist und nicht irgendwie in der Halle rein. Und zwar General Lichtbahn. Und ich habe keinen einzigen gesehen, der bis jetzt so geheissen hat. Und ich gehe jetzt gerade wirklich ein bisschen davon aus, dass der sich im Gebäude drinnen befindet. Und sonst müsste ich ihn jetzt auf der Plattform drauf sehen. Okay, nein. Okay. Ich würde sagen, ich fliege jetzt trotzdem einmal rundherum, damit ich auf eine Nummer sicher bin. Und sonst machen wir uns einmal ins Gewölbe nochmal rein. Aber auch im Gewölbe rein, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bis jetzt keinen gesehen mit dem Namen. Also es wäre witzig, außer der ist jetzt halt im Nachhinein auftaucht, sobald wir Quest angenommen haben. Das könnte natürlich auch sein. Ich versuche mal... Ah, schau, da hinten haben wir etwas zum Einschauen. Waffenständer des Generals. Wie es aussieht, wenn wir das aktivieren, dass mit der General Lichtbahn überhaupt auftaucht. Dann würde ich sagen, machen wir das gerade mal. Dann haben wir das Rätsel aber schnell gelöst. Hey Sally! General Lichtbahn! Wir sind da, um dir zu zeigen, wo der Hammer hängt. Da... Was ist mit dem los? Ah, da hilft uns der Ekel. Der Ekel kommt uns zur Hilfe im Kampf gegen den Todesritter. Das ist aber mega lieb von ihm. Für das, was wir ihn gerettet haben. Oh, mein werter General, eure Zeit ist gekommen. Oh, die Lady Nachtwald mischt sich sogar auch noch gerade mit ins Spiel. Jetzt wundert es mich aber, ob der Springer da sich auch noch drin mischt. Jawohl, da ist er schon. Hilft er uns auch noch im Kampf gegen den? Nice. Dann hat sich das ja richtig gelohnt, die zu befreien von ihrem Leid. Voilà, danke euch vielmals. Narren, ich werde das Schattengewölbe nicht lange halten können. Okay, da bin ich ganz anderer Meinung. Sobald wir die drei hier an unserem Start haben, ist da Schicht im Schacht. Das haben wir gut und souverän erledigt mit unseren neuen befreundeten Leuten. Oder Untoten besser gesagt. Und ich würde sagen, wir geben mal gemütlich die Quest ab und schauen mal an,
was als nächstes passiert. Ah, jawohl! Wir müssen sie gar nicht da abgeben, sondern wir können sie dann auf dem Schiff selber abgeben. Das Schiff fliegt ja da irgendwo umeinander. Das heisst, wir haben da wieder eine kleine Strecke zurückzulegen in die Eiskrone. Dann mache ich wieder mal das automatische Fliegen rein. So, voilà. Sieht halt schon episch aus, wie das mein Palast hat. Party 24/7, nur Kollegen einladen. Und nichts anderes. So, wir müssen aber nachher mal wirklich noch schauen, dass wir unseren Beutel leeren können. Wir haben jetzt nur 6 Plätze für wir haben einen Haufen Zeug, die wir wirklich gar nicht brauchen können zum Verkaufen. Das kann ich mal da runterpacken, die Sachen, die ich noch nicht... Wieso geht es nicht? Hallo? Es will nicht. Es will nicht, ich mache da nochmal schnell zu und auf. Hallo? Nein, es will nicht. Es bleibt da Ort und still und lässt sich nicht bewegen. Dann lassen wir es halt mal da bleiben, wo es ist. So, um was kümmern wir uns jetzt zuerst? Der Himmelsbrecher oder wenn man nicht überzeugen kann? Ich würde sagen, die ist fast schon näher. Meldet euch bei Field Commander Colin Gletscher von der Kante des Gletschers im Norden von Ymir-Heim. Ymir-Heim. Oh! Ah, alles klar, darum ist nichts mehr gegangen. Hey, dann würde ich aber ganz kurz sagen, wir sehen uns gerade wieder, ich logge mich jetzt nochmal ein. Bis grad. 2000 Jahre später. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung, wie es aussieht, hat mein Internet gerade ein bisschen umgespackt. Jetzt habe ich mir alles gerade kurz neu verbinden. Hätte ich eigentlich können wirklich daran denken, während ich die bewege und da gar nichts mehr geht, dass es der Fall wird sein. Dann würde ich sagen, wir sind noch mitten auf dem Weg zurück zu der Quest und da lassen wir uns jetzt mal nicht aufhalten. Einmal sorry für die kurze Unterbrechung. Das kann es einmal geben. Jetzt habe ich plötzlich einen Internetausfall gehabt. Ach, Scheibe, jetzt habe ich zuerst gemeint, es liegt am WoW, aber wie es aussieht, hat es an mir selber gelegen. Und daher... Was soll's. So, warte, aber ich räume jetzt trotzdem mal ganz kurz noch schnell unseren Beutel auf. Und zwar, nein, eigentlich können wir wirklich alles verkaufen hier. Füße haben wir alles ersetzt, alle unsere Rüstungsgegenstände haben wir ersetzt. Und dann würde ich eigentlich sagen, der Rest können wir wirklich alles, März, was ist denn das? Setzen 10 über Fragmente zusammen und vollständiges Nebulus hinzuerhalten. Ja, weg mit dem, alles weg. Das haben wir ja ersetzt gehabt, Ich würde sagen, der ist wirklich alles komplett durch die Quantität zum Verkaufen. Und das machen wir dann doch auch mal. So, dann mache ich mich hier auf den Weg abwärts. Dann sollte dann auch schon der nächste Quest-Abnehmer auf uns warten. Aber die Frage ist jetzt genau wo. Wo könnte er sich befinden? Also da ist er nicht und es hat gestanden an der Kante. Ich muss da mal schon das automatische Fliegen rausnehmen, dass ich da die ganze Zeit vorbeifliege und das irgendwie nicht... Ah, da ist er gerade. Oh mein, bin ich blind? Feldkommandant Xutia! Quest beenden! Dann hat er gerade eine neue Quest für uns, und zwar Bodentrooper-Kommandant Xutia an der Kante des Gletschers im Norden von Jirmheim hat euch befohlen, den Geschützturm der Korkron zu benutzen, um den Truppentransporter der Kornkron lang genug in die Luft zu halten, bis alle abgeworfen wurden. Ist das jetzt eine tägliche Quest? Ich wollte ihn aber schon abbrechen, weil tägliche Quest wollte ich jetzt gerade momentan noch keine machen. Ja, das wäre eine tägliche Quest. Die blauen sind eben tägliche Quests, also beide hätten jetzt eine tägliche Quest für uns. Und mit denen wollte ich mich jetzt gerade momentan nicht umschlagen. Das heisst für mich, ich mache mich in dem Fall direkt einmal ab auf das Schiff zurück. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, wo die da rumschweben, sind gerade oben. Alles klar. Dann schauen wir, dass wir dort mal gerade schon die nächste Quest abgeben. Wenn ich das nämlich richtig verstanden habe, sollte an Bord die Quest sein. Klar, das wird jetzt da angezeigt, aber es steht ja eigentlich, dass sie an Bord ist, um die abzugeben. Jetzt muss ich mir das mal schnell genauer anschauen, von näherem. Und dann erfahre ich eigentlich auch schon mehr. Jawohl, genau, da drinnen wartet er schon. Dann hat das gestummen, wie ich das interpretiert habe. So, dann geben wir eine ganz kurze Quest ab. Und haben nämlich schon die nächste schon. Oh, da kommen wieder coole Sachen über. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns an, sobald wir die Quest nämlich beendet haben. Und zwar, meldet euch bei Baron Splitter im Schattengewölbe zurück. Okay, wir dürfen uns wieder beim Baron Splitter melden. Der befindet sich in dem Fall da ganz hinten. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt von da aus, wie gut, wir sind jetzt fast mit drin, jetzt können wir uns entscheiden, da an oder da an. Aber ich würde sagen, wir machen das auf dem Weg zu die zerbrochene Front, weil nachher müssen wir sowieso dann wieder zurück aufs Schiff und vielleicht kommen wir vom Schiff aus dann nochmal eine weitere Quest über, wo uns dann dahinter führt. So, hoppla Schorsch, und da sind wir schon wieder auf dem Weg. Wir sind momentan ein bisschen längere Strecken am zurücklegen. XP-mäßig sind wir halt, ja, es könnte noch anhauen, aber da müssen wir ziemlich Gas geben. Es kommt jetzt ganz darauf an,
Wie lange wir jetzt bei der nächsten Quest dann aber sterbenden Berserker befragt, ist halt die Frage. Wir müssen einfach, Krumm Schwarz an Bord, aber wir müssen einfach einen normalen Berserker befragen. Jetzt ist halt die Frage, wie wir das genau machen. Müssen wir sie einfach niederstrecken oder müssen wir einfach sie ansprechen, so «Hey Dude, du, ich habe eine Frage. Hättest du Lust, mir ein paar Auskunft zu geben?» So wie bei so einer Telefongesellschaft, oder? Pusteliger Schrecken. Das werden nicht die sein. Und zwar werdet ihr dann eher davon in dem Gebiet sein. Jawohl, wir kommen schon langsam ins Gebiet hin. Ich wollte mir schon mal ein bisschen die Augen aufhalten, um was für Kreaturen es sich handelt und wie die Quests abgehen. Das sind Monstrositäten und wir brauchen aber... Berserker. Was sind Berserker? Totemschwörer, Beilige Blut, Schattendämmer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde da keinen Berserker. Ah, da unten. Okay, das ist ein sterbender Berserker, der liegt da schon tot am Boden. Das ist in dem Fall von unserer Fraktion selber. Mit dem habe ich natürlich nicht gerechnet, aber es ist mir gerade die Monstrosität ein bisschen im Weg. Komm, verreis. Lass mich da meinen Job machen. So, ich versuche mich da schnell anzuschleichen, das können wir ja schnell machen. Ah Mann! Lebt wohl, warte schnell, ich muss mich da schnell um etwas anderes kümmern. Mein sterbender Berserker. Da ist mir irgendjemand in die Quere gekommen, und zwar ein unsterblicher Diener, der jetzt ziemlich schnell merkt, dass er doch nicht so unsterblich ist, wie er gemeint hat. So, la. Dann haben wir nämlich die Monstrosität auch schon im Weg rum. Und so können wir in Ruhe lauschen, was du uns zu mitteilen hast, bevor du da komplett von uns gehst. Ein sterbender Berserker hat euch darum gebeten, 5 sterbende Soldaten an anderen zerbrochenen Front zu töten. Er stattet Himmelherrschen Kon Schwarznarbe auf dem Ogrimmar. Hammerbericht, sobald ihr dies erledigt ist. Recht mich, Bruder. Ah, jetzt stehst du wieder. Jetzt steht er wieder und geht davon. Ich habe gemeint, das wären jetzt so seine letzten... Wie sagt man dem? Seine letzten Taten, die er gerne von uns verlangen würde. Aber wie es aussieht, ist das in dem Fall nicht der Fall. Muss ich jetzt da noch weiterhin mit Sterbenden reden? Nein, nicht wirklich. Ich muss jetzt irgendwelche erledigen, und zwar... Allianzsoldaten. Was sind denn Allianzsoldaten? Aufstehende Soldaten der Allianz. Nice, okay. Also nicht nice. Es tut mir ja leid, dass die da wieder auferstanden sind. Nachdem sie niedergestreckt worden sind von den Geiseln. Aber wir müssen sie erledigen. Oder meinen die da? Könnt ihr mit PvP... Ah, das geht nicht. Ich muss wirklich auferstandene Soldaten der Allianz. Mit denen kann ich mit Stern Allianz getötet. Das funktioniert nicht. Ich versuche es jetzt mal mit denen und sonst muss ich mal schauen, ob ich da mit denen... Nein, ich muss irgendetwas mit denen können machen. Greifen mich gerade mehr an. Was soll das? Geht's noch? Ich wollte doch mich nur um meine Quest kümmern. Ja, egal. Dann haben wir halt noch ein bisschen XP mehr. Der Totenbeschwörer, der kann da auch nicht viel daran ändern. Haben wir dann irgendeinen Gegenstand erhalten, wie wir die sollen töten, weil ich kann sie nicht angreifen oder töten. Ich muss mir das jetzt mal genauer anschauen. Es ausgerechnet, dass es wirklich mit denen zu tun. Das könnt ihr mit einem PvP-Ziel machen, während PvP euch deaktiviert ist. Haben wir das deaktiviert? Aktivieren. Jetzt sollte das gehen. Okay, alles klar. Nur weil ich das deaktiviert habe, das kann man in dem Fall hier abändern. Aktivieren, deaktivieren. Und ich bin ja kein Fan davon, zu kämpfen, während ich am Questen bin. Wahrscheinlich hat das ein bisschen mit dem zu tun. Aber ich finde es krass, dass ich für das extra muss sogar das PvP einschalten. Und da wird schon die Schatten... Deptin. Schattendeptin? Was ist denn das für ein Name? Kannst du ja gerade Schattendeptin nennen? Solo! Und da ist schon ein Gras gebissen. Nice, unsere Drachenfalke gerade mit Samt. Ich habe das gar nicht mitgeschnallt. Ich habe zu wenig jetzt da drauf geachtet. Ich bin so auf unsere Quest fokussiert gewesen. So, gerade schon schauen, dass der uns dann ins Visier nimmt. Und dann nehmen wir da den letzten Allianzer ins Visier. Jetzt sind wir aus dem Kampf draussen, nicht? Wir haben irgendwo ein Agro drauf. Ah, nein. Okay, jetzt geht's. Jetzt geht's. Dann können wir uns jetzt gemütlich zurück auf unser Schiff begeben. Dann haben wir gerade 2 Quests zum Abgeben. Das ist natürlich ziemlich nice. Dann machen wir doch das mal ganz kurz. So, dann sind wir schon wieder auf dem Rückweg zu unserem Flugbötchen da oben. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau nennen soll. Da hat irgendwie so 2 Luftballone dran. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Zeppelin. 2 Zeppelin dran und da unten ist einfach das Boot angeschraubt, blöd gesagt. Wo von den Zeppelin umeinander getragen wird. Darum ich kann das Boot wirklich nicht beschreiben.
Das ist irgend so ein Kriegsbeutli, würde ich dem sagen. Ja, so eine Art Kriegsbeutli. Das können wir so stehen lassen, können wir so stehen lassen. So, Jodletti, der Schweizer ist zurück. Mich wundert, was ihr als nächstes für uns zu tun habt. Und zwar Himmelherrscher Kon Schwarznarbe. Wir haben 2 Quests für dich, und zwar Recht mich und die andere zerbrochene Front. Dann hast du noch mal 2 neue für uns und zu etwas zu gebrauchen. Himmelherrscher Kon Schwarznarbe möchte, dass ihr mit dem Chefingenieur Kuferklammer an Bord der Ogrims Hammer spricht. Okay, also irgendjemand da an Bord müssen wir ansprechen und der Insider. Himmelherrscher Korn wünscht, dass ihr mit Koltira Todesweber auf des Ogrims Hammer spricht. Also ich muss mit 2 Leuten, die sich da auf dem Schiff befinden, sprechen. Einer ist der Koltira Todesweber, okay. Er steht gerade nebendran, ruft doch über. Was bist denn du? Oh meine Güte. Wir kommen dafür aber wenigstens einen neuen Rücken über, wenn wir das erledigt. Und zwar möchte ihn der Koltira Todesweber von uns an Bord von Ogrims Hammer, dass ihr euch an die zerbrochenen Front begebt und 5 bullige Monstrositäten, 5 bösartige Totenbeschwörer und 5 Schattendepten besiegt. Alles klar, die haben wir ja schon kennengelernt, die Depten. Und du hast nochmal Quests für uns. Ja, das ist eben nur, dass wir Ehre bekommen. Vorher hat es mir angezeigt, dass die Quest goldig ist, aber wie es aussieht, in dem Fall auch schon nicht mehr. Jetzt müssen wir aber noch mit jemandem an Bord reden. Befindet sich der unten dran? Schauen wir doch ganz kurz mal rein mit einem Ingenieur. Da hinten befindet er sich schon. Chefingenieur Kupferklammer. Sali. Zu etwas zu gebrauchen. Quest beenden. Und dann hat er gerade natürlich die nächste für uns, wo wir neue Teile bekommen, die mir momentan gar nichts bringt. Chefingenieur Kupferklammer möchte, dass ihr Kupferklammers flüchtiges Öl an der zerbrochenen Front benutzt, um 3 Frostbrutvollstrecker anzulocken. Um das Öl benutzen zu können, müsst ihr auf dem Schlachtfeld einen Knochenhaufen, einen zurückgelassenen Helm und zurückgelassene Rüstung einsammeln. Also wir müssen mehrere einzelne Sachen einsammeln für das und dann können wir irgendwie die beschwören, also dass die zu uns kommen und dann tun wir sie umnieten. Alles klar, eigentlich easy peasy. Reden mit Donnerbombe in Jimmerheim. Nochmal mit jemandem, wo wir sprechen können. In letzter Zeit sind wir mit mega vielen Leuten am Reden. Ich weiss jetzt nicht, ob ich davon so ein Fan sein. So, jetzt haben wir da wieder komplett mega viel verstreute Quests, aber ich würde sagen, wir machen uns am besten mal auf zu diesen hier. Diesen 2 da, weil die würden mich am meisten reizen, weil dort haben wir etwas zu tun. Da müssen wir reden, da müssen wir reden, da müssen wir reden. Dann würde ich sagen, machen wir uns irgendwo auf, wo wir auch etwas zu tun haben. Sonst wird es ja nur langweilig. Ganz ehrlich gesagt, genau. Voilà. Und es ist schon nicht mal allzu weit. Die befinden sich ja wirklich, die bleiben gerade momentan völlig da in der Luft stehen. Nein, sie bewegen sich ganz langsam, glaube ich, aber so Millimeter-Tag. Dass wir wirklich genug Zeit haben, da alles zu erledigen und sogar noch genug schnell wieder bei ihnen sind. So, also wir müssen Monstrositäten töten, bösartige Deppen. Die Deppen haben wir schon kennengelernt, das sind die da so im Kreis stehen. Monstrositäten sind diese hier. Und dann müssen wir Feldtest. Das heisst, wir müssen noch ein paar Sachen einsammeln. Zurückgelassene Rüstung und zurückgelassene Helm und so weiter und so fort. Alles klar. Das tönt doch richtig schmackhaft. Aber wisst ihr was? Ich glaube, leider haben wir doch nicht noch ein Level-Up geschafft. Für das müsst ihr euch überziehen. Klar haben wir jetzt die Folge noch einen kurzen Unterbruch gehabt. Nochmal sorry an dieser Stelle. Ist wirklich nicht gewollt gewesen. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch Spass gemacht hat. Danke fürs Einschalten und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge World of Warcraft mit eurem komischen Schweizer. Danke und ciao!